dir den Arsch schon mit Honig eingeschmiert hält? Ja, und das Maul auch. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Mädchen des Jahres gepimpert hat? Zu The Witcher 3. Mein Name ist Gerald und Du und Scherner, ihr habt den Eisbachstadt richtig gezeigt. ja, dem sehr gefasert nervt. Was wollte ich sagen? Genau, wir widmen uns jetzt heute ein paar Hexeraufträgen und dann machen wir dieses Waffenbrüder-Ding noch fertig. Also wir fragen alle die, wo noch ausstehen. Wir haben einen Hexerauftrag zu erledigen. Da müssen wir da hin. Der Fluch, der auf Uma lastete, Ach, den Typ haben erwies wir sich ganz als vergessen. knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Da aber lach doch mal. Ja, kurz zur letzten Folge. Da haben wir ja der Ceres geholfen, den Thron zu besteigen. Und die müssen wir dann auch noch fragen, ob sie uns in Kermoren hilft, was ja auch das Mindeste wäre. Und was ich auch ganz cool fände. Und dann, genau, was haben wir noch gemacht? Ja, wir haben diese zwei nutzlosen Schwerter vor dem Typen gekriegt, die schon seit Jahrhunderten eine Familie besetzt sind, aber absolut bekackte Werte haben. Genau, soweit so schlecht. Dann machen wir jetzt heute da einfach einmal weiter. Und in der nächsten oder übernächsten Folge, ich weiß es noch nicht, irgendwann werden wir jetzt dann einmal wirklich die Ciri suchen. Ich weiß dann halt bloß nicht, wie es dann nebenquestmäßig ausschaut, was ich dann noch machen kann und was nicht. Natürlich bin ich ja noch neugierig, von wem wir jetzt noch, wer uns jetzt da noch hilft in Kermoren. So, und der Küste nach Boten. Da kann man dann schnell reisen, ich weiß. Gut, dann gehen wir mal zum redanischen Offizier. Silbermähne. Was hab ich denn ergrauen lassen? Ach, stimmt, da ist das Schiff. Hoppala. Der hat sein Auftragssymbol, also wird das der Auftraggeber sei. Der Nikolaus. Hey Nikolaus. Hexerauftrag, gib ihn mir. Ich bin wegen des Auftrags hier. Auftrag. Ach ja, ich habe mein Zeichen unter irgendetwas dergleichen gesetzt. Offenbar greift irgendeine Kreatur einsame Passanten an und wirft ihre Leichen dann in die Gräben um Ochsenfurt. Solltest du dich darum nicht kümmern? Mag sein, aber wir müssen einen verflixten Krieg gewinnen. Ich habe keine Zeit, die Gräben zu reinigen. Belohnung. Wichtig. Geld. Immer. Reden wir über die Belohnung. Wehre dich und du sollst nicht enttäuscht werden. Die redanische Armee ist kein Haufen von Hungerleidern. Wir können uns Hexerdienste leisten. Schauen wir mal. Jetzt haben wir den schaffen wir 300. Na schön, das kann ich reinen Gewissens zahlen. Gut. Freilich. Ich übernehme den Auftrag. Ich brauche Details. Du wirst alles erfahren, was ich weiß. Dann erzähl mal. Ich will die Leichen der Opfer untersuchen. Eine Leiche ist eine Leiche. Wenn ich die Wunden sehe, kann ich vielleicht beurteilen, mit welcher Art Monster wir es zu tun haben. Frag unseren Knochensäger. Der weiß, ob die Leichen schon verbrannt wurden. Du findest ihn wahrscheinlich in der Hütte am Fluss. Unsere provisorische Leichenhalle. Gibt es Zeugen dieser Angriffe? Hat irgendwer das Monster gesehen? Bei einem Angriff gab es eine Überlebende. Die war aber angeblich seitdem nicht mehr nüchtern. Wenn du trotzdem mit ihr reden willst, solltest du es in der Taverne von Ochsenfurt versuchen. Du wirst doch keine Schwierigkeiten wegen der Belohnung machen, oder? Nein, ich will das nur erledigt wissen. Okay, was ist denn näher? Der Zeuge. Der Zeuge ist näher, dann gehen wir erstmal zum Zeugen.
wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. So, gehen wir jetzt ganz locker lässig, gehen wir jetzt da rein. Ey, du kommst mir auch so bekannt vor. Ja, stimmt, die haben wir ja. Ich habe keine Lust darauf, jetzt zu schwafeln. Aha. Dann halt nicht. Du, bist du die Zeugin? Reden, Frau. Komischer Name. Oh. Spendierst du einem Monsteropfer was zu trinken? Angriff. Reden. Erzählst du mir von dem Monster und dem Angriff? Da brauche ich noch eine Flasche, um das durchzustehen. Ja, genau. 30 Euro, damit sie weitersaufen kann. Wir verwenden Axi. Ich glaube, du sagst mir alles, was ich wissen muss, mit oder ohne Flasche. Das sind nicht die Druiden, die ihr mach sucht. ich. An dem Abend bin ich aus der Taverne nach Hause. Hatte ein Gläschen getrunken oder 5, aber ich bin sicher, dass ich nicht halluziniert habe. Da rief etwas in einer Gasse meinen Namen. Es war dunkel, ich habe nicht sehen können, was es war, aber ein Mensch war es nicht, das weiß ich. Woher weißt du das? Das Ding hat sich meinen Rocksaum gegriffen, aber ich habe mich losgerissen und bin gerannt. Das ist alles? Dann hast du aber nicht viel gesehen. Du glaubst mir auch nicht, wie? Du kannst mich mal. Ihr könnt mich alle mal. Wieder ein Frosch im Hals. Okay. So viel zu derer. Das waren jetzt mäßige Informationen. Geralt von Riva, nehme ich an. Freilich. Ich finde, was die Schwerter haben, sie haben schöne Scheiden. Oder? Scheiden? Scheide? Was ist denn die Mehrzahl davon? Ach, was weiß ich. Ja, mal da. Gehen wir mal zu dem Dock. Lang lebe Radovid. Kinder finde ich nicht so toll. Tut mir wirklich leid. Bist du? Wer ist denn der Arzt? Dockarbeiter, da hinten steht er. Bist du der Arzt? Ich möchte die Opfer des Monsters sehen. Oh ja, die habe ich noch nicht verbrannt. Muss mich drum kümmern. Hast du Autopsien gemacht? Oder planst du das? Warum sollte ich? Bettler und Rumtreiber. Stinken allesamt nach billigem Wein. Kann ich sie mir mal ansehen? Eigentlich wäre es mir lieber, wenn du hier nicht rumschnüffeln würdest. Muss ich mit einem schriftlichen Befehl wiederkommen? Oh, Schreck, bist du penetrant. Hier, der Schlüssel zur Leichenhalle. Guck so viel du willst. Warum sollte ich? Alles Bettler. Der Typ ist gruselig. Dann lass mal kicken. Erstmal ausmachen. Er war betrunken. Jemand hat ihn über das Pflaster geschleift. Bissspuren am Hals. Ein Vampir hat ihn ausgesaugt. Oh, nicht schon wieder Vampir. Hoppala. Vampirbisse und starker Alkoholgeruch. Genau wie der andere. Ich hätte gemeint, ich hätte den Vampir schon killt. Das ist wieder ein anderer. Bei einem gewöhnlichen Menschen würde man eine Diagnose Blutarmut glauben. Aber du bist nicht gewöhnlich. Du bist ein Hexer. Und du bist ein gruseliger Arzt. Okay, ich hab keinen Bock mehr auf den. Dann schauen wir mal, was dieser Vampir so angestellt hat. Streitlustig, wie? Halt's Maul. Was liegt denn da? Gras. Ist im Eisvogel. Das hält mindestens 2 Tage vor. Man muss sich an eine gute Stelle drängeln, wenn sie die Reste rauswerfen. Okay, wir müssen untersuchen mal wieder. Ganz was Neues. Gestern wurde wieder eine Leiche gefunden. Ausgesaugt bis auf den letzten Tropfen Blut. Nur noch Haut und Knochen. Verdammt. Die
Ja, da was grunzen. Sicher. Ach, du hast doch nichts zu befürchten. Hast du nicht gehört, dass die Bestie nur reiche Schnösel angreift? Ah, interessant. Was ist das für Geschwätz? Ein Armband, ziemlich abgetragen. Silber unter der Vergoldung, zu groß für eine Frauenhand. Wahrscheinlich hat das der Angreifer verloren. Die Vorliebe für Schmuck, die Spuren an den Leichen, alles deutet auf einen Katakan hin. Und dieses Exemplar hat eine Vorliebe für Säuferblut. So lässt es sich anlocken. Ah, ich glaube, ich weiß, was jetzt da muss. Der Ritter aus dem Märchen. Hatte der weißes Haar oder ein weißes Pferd? Ein weißes Pferdl. Okay, dann muss ich wohl oder übel mir jetzt besaufen. Almosen für die Armen. So, naja. Hol ich mit der nochmal rein? Du glaubst mir auch nicht, wie? Du kannst mich mal. Ihr könnt mich alle mal. Okay. Und der, ja. Ja, gut. Hat auch etwas seltsame Anwandlungen. Säufer, Barbiere, Hausmeister und Studenten aus der Philosophenhalle bedienen wir nicht. Sehe ich aus wie einer von dieser Liste? Kann nicht schaden, die Dinge klarzustellen. Was haben Sie dir denn getan, die Studenten aus der... Darüber will ich lieber nicht reden, ja? Was darf sein? Also, spielen wir gewinnt. Ja, sonst du was. Ich brauche was zu trinken. Ich will mich bis zum Rand volllaufen lassen. Und zwar mit billigem Wein. Liebeskummer, Geschäftspleite? Weder noch. Berufliche Gründe. Du müsstest aber im Voraus zahlen. Auf geht's. Schenk ein und nicht leer werden lassen. Jäger in der Stadt sind. So, jetzt haben wir Hacke. Ich kannte ein Mädchen, oh höret mein Lied. Das war zwar ganz putzig, doch völlig frigid. Das zweite, das ließ wohl auf Orgien hoffen, doch kaum wurde es Abend, war's viel zu besoffen. Der Katakan hat's nicht gehört. Ich versuche noch eine Strophe. Ja, so Herr Imi jeden Abend da. Sie fix, die sollen endlich mal aufhören, Spiele zu machen, die über mein Leben symbolisieren. Ist im Eisvogel. Das hält mindestens 2 Tage vor. Man muss sich an eine gute Stelle drängeln. Gott, was mir echt ein die bisschen Reste rauswerfen. besorgter Städter. Das dritte hingegen, das machte mir Freud, so freundlich im Herzen und allzeit bereit. Was soll denn das? So eine vulgäre Rüpelei. Diese Jugend von heute. Ja doch, schon gut, meine Güte. Ich wette, ich bin älter als du. Ich sage, ich spiele hier den Real-Life-Simulator. Ist dasselbe bei Jedi Fallen Order. Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Okay, gleich 6 von denen. Ich spüre dein Blut. Komm raus und kämpf, du Schwein. Okay. Also. Ich werde dein Blut trinken. Komm schon, spar dir den Scheiß. Hier bin ich. Ja, wo? Wo? Ja, wo ist er denn? Uah! Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Das ist der geil.
bleib da. Was jetzt? Wo ist der verdammte Katakan? So, jetzt muss ich sagen, jetzt muss ich scheiß mich an Usura. Ich kann ihn hören. Könnt ihr mich hören? Wir hören dich. Könnt ihr mich sehen? Wir sehen dich. Könnt ihr mich fühlen? Wir fühlen dich. Ich verstehe euch nicht. Mal da lang. Er geht zur Hütte am Fluss. An mein Haus am See. Was? Da geht's nicht, oder? Verschlossen, Schlüssel. Richtig, ja, ganz toll. Wo ist er denn jetzt? Er ist da drin. Da hinten kommt man auf. Okay, dann da die Sonne. Hallo! Ah, keine Chance. Easiest fight of my life. Ah, der hat sogar ein Silberschwert dabei. Wieso hat der Vampir ein Silberschwert dabei? Ja, der war jetzt wirklich nicht besonders schwer. So, wir brauchen Belohnung. Gib mir Geld, mein Freund. Geh mir aus dem Weg. Geh mir aus den Augen, ich kann dich nicht mehr sehen. Gedanken an dich sollen im Winde verwehen. So, Nikolaus. Ich habe das Monster getötet, das hier die Leute umgebracht hat. Ein Katakan hat in der Stadt sein Unwesen getrieben. Ist das wahr? Aber was in aller Welt ist ein Katakan? Ein höherer Vampir. Dies war ein besonders interessantes Exemplar. Wie kann so eine abscheuliche Bestie interessant sein? Sie mochte Alkohol und hatte ein stark übersteigertes Ego. Hauptsache, du hast dir den Garaus gemacht. Lass dich dafür loben, Hexer. King Gamer. Bis dann. Sprich mit Ceres und Moisa. Sind wir jetzt in Novigrad schon durch mit den Waffenbrüdern, oder wer? Ja, anscheinend. Und 300 € haben wir gekriegt. Dann da die sagen, reden wir mal mit denen zwei. Dann müssen wir wieder nach Skellige zurück. Das hätte ich ja gleich machen können, gell? Ne, wurscht. Ah, 142. Zu einem Schmied, da müssen die auch mal gehen, ein bisschen Zeug verkaufen. Alter, ich brauche Weltkarte. Skellige! Wo ist denn der Mäusack? Der blöde Sack. Beamen uns mit euch. Der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Ja, da Avalach doch mal. Ah, Ragnarok, die letzte Schlacht zwischen Gut und Böse. Ja, hat überhaupt nichts mit den Nordischen zu tun. Nur bei denen ist Freya die Hexe, die Nordischen haben halt einen Odin gehabt. Aber Odin wäre wahrscheinlich ein bisschen zu auffällig gewesen. Ich glaube, einen God of War Teil mache ich noch. Wir haben glaube ich 29 Teile, dann hat man die 30 voll bei God of War. Schauen wir mal, wenn ich mal wieder Lust habe auf God of War dann. Die Blumen sind heuer spät. Und es gibt kaum Regen. Dieser Winter war bitter. Nur die Hälfte der Bienenwürmer auf Nickeroog. Winter is coming. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da haben sie eine komische Ding gehabt, eine komische Krönung. Da ist jetzt auch keiner mehr da. Schon mal was von Aftershow Party gehört?
wir zu. Ja nicht, ich falle auf die Knie, nur weil du einen Ring... Druide, da hinten steht er. So. Hey, möchte gern Miraculix. Hilfst du mir? Können wir reden? Ich sollte dir erzählen, was auf... Oh Gott. Bist du jetzt Hierophant? Machen wir erstmal das. Jen und ich sind nach Hindarsfjall gefahren. Oh, habt ihr was erfahren? Ciri ist in Lofoten gewesen. Sie war verwundet, als sie ankam. Die Dörfler haben sie gesund gepflegt. Leider war ihr die wilde Jagd auf den Fersen und überfiel das Dorf. Ciri konnte fliehen, aber die Dörfler... Ich weiß. Du musst nicht weiterreden. Ich habe mit ein paar Überlebenden geredet. Es reicht mir zu wissen, dass Ciri glücklicherweise entkommen konnte. Bestimmt findest du sie bald. Ja, scheiß auf die 100 Leute, die wo da gestorben sind. Hauptsache der Ciri geht's gut. Was halten die Druiden vom neuen Herrscher von Skellige? Ankret-Blut ist gutes Blut. Und doch ist Ceres die erste Frau, die Skellige regiert. Nicht alle sind darüber erfreut? Es gibt in Skellige 7 Clans. Jeder wünscht sich einen König aus seinen Reihen. Aber Ceres macht das schon. Sie ist nicht so impulsiv wie Chalma. Denkt zuerst, handelt dann. Und mit Krache als Ratgeber hat sie beste Chancen, eine gute Königin zu werden. Natürlich, die Ceres halt, gell. Ich brauche deine Hilfe. So, bin aber gespannt, ob er mir hilft. Die wilde Jagd wird Kaer Morhen bald angreifen. Ich brauche deine Hilfe. Die wilde Jagd? Bist du sicher? Dann weißt du, wo Ciri ist? Mehr oder weniger. Ja, ich weiß es. Und die wilde Jagd wird es auch wissen, sobald ich sie gefunden habe. Verstehe. Ich werde sofort packen und spätestens morgen aufbrechen. Danke. Keine Ursache. Ich habe das Mädchen großgezogen und bin ihr immer noch verpflichtet. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Ja, der Mäusack ist ein guter. Gut. Müde aus, Weißhaar. Gut, jetzt zu Ceres. Die werden mir doch wohl helfen, oder? Ein bisschen unterschieden. Jetzt heute bei dem. Also, Ceres wäre schon nice. Ein bisschen mehr Zeit mit ihr verbringen, würde mich freuen. Schnellreisepunkt. Bei die 1300 Meter. Hoppala. Und ich brauche nur mehr ein Schmied, fällt mir ein. Das habe ich ja vorher schon gesagt, habe es wieder vergessen. Aber zum Glück gibt es da einen. Sollte es zumindest geben. Todmüde, wie? Was ist das? Das ist eine Verzierung. Ich habe sie eingraviert. Hey, Spezi. Da bist du ja wieder. Und? Hatte ich nicht recht? Womit? Was hast du denn so? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Er soll sich eigentlich mein Angebot ansehen, weil mein Inventar ist fast voll und ich muss ein bisschen was loswerden. Was brauche ich denn nimmer? Das da weg. Was ist das? Chimärisches Stahlschwert. Brauche ich das noch? Das ist das vom Chalma, das da ich gerne halten. Die Axt brauche ich nicht mehr. Das kann weg, das kann weg. Den brauche ich auch nicht mehr. Armbrust 5 bis 7 Schaden, 7 bis 9. 6 bis 8, dann kann die auch weg. Okay, was haben wir da? Nix, das brauche ich alles noch. Die Armbrüste behalte ich jetzt auch noch. Da ist noch eine Axt, die ich nicht mehr brauche. Schwert 171. 171, aber da ist eine Rune drin, dann nehmen wir das weg. Scherbenschwert, das ist das, was wir von dem anderen Vogel gekriegt haben. Das ist das neue, glaube ich. 317, 308, ja gut, das ist... Das brauchen wir nimmer. Das kommt weg. Gut, haben wir vielleicht das Silberschwert einmal verkaufen. Was brauche ich denn? 283, 317,
220, die können alle zwei weg. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht irgendwelche Trophäen, die ich nicht mehr brauche. Meisterlich gefertigter 35 aus, da 55 aus, da. Dann nehmen wir den weg. Bonuskräuter. Wer zur Hölle braucht bitte Bonuskräuter? Mittagserscheinungs-Bonuserfahrung brauche ich auch nicht. 10% verstimmen, das kalt die nochmal. Bonusgold, ja, war nicht verkehrt, aber komm, brauchen wir nicht. Siehst du, das haben wir wieder sauber Inventarplatz. Rüstung in Meisterqualität, spielen wir gewinnt. Ja, wenn wir schon mal da sind, kann dann noch schnell mal. Würdest du mir etwas anfertigen? Mein Zeug richten, Handwerk, reparieren, verwendete Ausrüstung reparieren. Warte mal kurz. Ja, doch. Das der wir auch nochmal. Ja, das ist drauf geschissen. Gut, merci dir. Wiedersehen. Fertig. Gut, dann gehen wir mal zu meiner süßen. Servus, ich komme. Alles redet von dir. Ich habe deine Schwerter geklaut. Haben sie dir den Arsch schon mit geschmiert, ey? Ist blass. Gestern auch gesoffen. Ich sauf immer. Entschuldigung. Ich war mit Absicht. Warte, wir müssen nicht mit dem Chalmer auch noch reden? Warum wird das mir nicht mehr vorgeschlagen? Auf dem Rücken. Ja, Wahnsinn, gell? Ah, der Chalmer, da ist er. Mit dem müssen wir doch auch noch reden, oder? Wie steht's, Geralt? Habe dritt. Planst du noch eine Reise? Du und Ciri seid zusammen aufgewachsen. Planst du noch eine Reise? Klar, der Eisriese war nur der Anfang. Außerdem sagen schon alle möglichen Trottel, so groß wäre er gar nicht gewesen. Und was ist mit den Leuten von Undvik? Ihr wolltet ihnen doch helfen, zurückzukehren und Urskar wieder aufzubauen. Cerys wird sich schon darum kümmern. Du und Ciri, ihr seid doch zusammen aufgewachsen, zumindest teilweise. Ja, sie hat ihre halbe Kindheit auf den Inseln verbracht. Ist mir immer nachgelaufen. Ein dürres Ding war sie. Aber ihre Sprünge beim Eislaufen, die hat ihr keiner nachgemacht. Einmal habe ich es versucht. Da habe ich mir den Mund an einem Felsen aufgeschlagen. Und dann seid ihr zur Krach gelaufen und habt verkündet, ihr wolltet heiraten. Das hast du gehört? Ja, wir waren beide 12 Winter alt. Aber mein Papa hat mir die romantischen Fantasien aus dem Kopf geprügelt. Möchte wissen, wie es wäre, ihr jetzt zu begegnen. Keine Ahnung. Leb wohl, Ancrate. So. Ich gehe jetzt, ich schnackse jetzt mit deiner Schwester, ich würde sagen, ich frage jetzt deine Schwester, ob sie mir hilft. Drückte er und drückte, bis er sich eingeschissen hat. Nette Geschichte hast du dir ausgedacht. Habt ihr eine Quest? Ja. Servus, wo bist du? So, hallöchen. So, wenn du da bitte mit mir kommen würdest. Eure königliche Majestät, könnte ich euch kurz sprechen? Lass das, Geralt. Ich bin dasselbe Mädchen wie früher. Außer dem Titel hat sich nichts geändert. Eure königliche Hoheit. Wie fühlt es sich an, über das Gellige zu herrschen? Machen wir erstmal das. Wie fühlt sich das Herrschen an? Machen dir die Jarls Schwierigkeiten? Sie sind alle sehr verständnisvoll. Sie scheinen an mich zu glauben. Außer Lugos natürlich. Hast du versucht, mit ihm zu reden? Du könntest ihn überzeugen. Da bin ich mir nicht so sicher. Er ist noch dickköpfiger als mein Vater. Aber ich werde es versuchen. So, die wilde Jagd. Also, bitte. Ich habe etwas Ernstes zu besprechen. Ich brauche deine Hilfe. Was ist denn? Krach hat dir von Ciri erzählt. Ganz bestimmt. Hast du sie gefunden? Noch nicht, aber fast. Aber sobald ich bei ihr bin, wird uns die wilde Jagd finden. Und zwar schnell. Darum will ich sie nach Kaer Morhen bringen und die Jagd dort bekämpfen. Ich suche nach Verbündeten. Ich kann die Insel jetzt nicht verlassen. Was? Unmöglich. Aber ich kann dir meinen besten Krieger mitgeben. Chalmer. Denkst du, er wird mitkommen? Ganz sicher. Ich glaube, er wird sich sehr freuen. Du kennst ihn doch. Ja, ich glaube schon. Danke. Er wird sehr tapfer sein. Und hoffentlich auch hilfreich. Viel Glück. Entschuldige mal, ich glaube, es hackt. Ich kann die Insel jetzt nicht verlassen. Unmöglich.
Willst du mich verarschen? Ich stech dich ab mit deinem eigenen Schwert, du! Du undankbare! Du undankbare Palastgöre, du! Gib dir mir einen Korb, Alter. Ich glaub, ich spinn. Ankret ist ein toller Hecht. Hat ganz allein... Ja, dann gehen wir heute zum Chalmer. Also, meine Enttäuschung ist kaum in Worte zu fassen. Mein Tag ist ruiniert. Diese undankbare... Wie steht's, Geralt? Die wilde Jagd wird Kaer Morhen angreifen. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Erscheinungen am Tor der Hexerfestung? Du bist ein Freund des Clans. Ich kann deine Bitte nicht ablehnen. Umso mehr, da keiner der Ancrates je gegen so einen Feind gekämpft hat. Ich komme sofort mit. Danke. Das werde ich nie vergessen. Das hätte ich von deiner Schwester erwartet. Ich kann die Insel jetzt nicht verlassen. Und am nächsten Morgen ist mir ungerührt aufgestanden. Das hast du schon erzählt. Mich doch am Arsch. Puh, jetzt geh. Merrin hätte mal geholfen. Jungs hat versucht, Morgwart zu töten. Das Monster hat ihn nur. Unser Held ist so schnell geflohen, dass er seine Kacke dagelassen hat. Ah ja, der Morgwart, um den muss ich mir auch noch kümmern. Pass bloß auf, Fremd. Halt's Maul. Ich bin jetzt wieder. Noch mehr Ich möchte jetzt kurz nochmal nach Kaer Morhen schauen. Und möchte schauen, ob meine Leute da jetzt schon da sind. Das ist eine bodenlose Frechheit. Der Fluch, der auf Uman... Ja, und jetzt kommt der Depp wieder daher. Grutze, fix halt doch dein Maul, du! Die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Jetzt habe ich mich so gefreut! War ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Jetzt habe ich mich so gefreut, dass die mitkommt. Und dann sowas. Ja, wenigstens so schnell reißen, es nicht so lange dauert. Schauen wir mal, ob meine Jungs schon da sind. Ich geh nach Skellige. Ich geh nicht nach Skellige, da regiert jetzt also die andere blöde Kuh. Okay, also da ist keiner. Na, ist keiner da. Schauen wir mal hinauf. Nein, mach halt die Tür auf. So fix. Was, wenn ich dann wenigstens mit ihrer schnackseln kann, aber das geht ja auch nicht. Ceres ist ein nutzloser Haufen Scheiße. Entschuldigung. Das jetzt vielleicht nicht, aber... Wo sind's denn alle? Hallo? Ja, da ist der Wesemir. Da fragt der Vampir noch umeinander. Wo ist denn der? Aber lach doch mal. Ja? Was ist denn, Wolf? Ich habe Emhyr getroffen. Ich habe Emhyr getroffen. Welches gekrönte Haupt hast du nicht getroffen? Ein paar. Hoffentlich bleibt es so. Weißt du noch? Der erste Krieg gegen Nilfgaard. Die Schlacht von Sodden. Der gesamte Norden kämpfte vereint. Temerien, Redanien, Kedwen, Edirn. Und die Magier waren Helden. Erst auf dem Schlachtfeld, dann in Balladen. Nicht viel übrig von dieser Welt. Okay. Also, der hat nichts zum Bis Sagen. später, Nichts Wichtiges. Ja, fette Wese. Wesi. Der Wesi. Fackel, ja. Da hockt der Lambert umeinander. Ja gut, drauf geschissen. Weißt was? Wir holen jetzt Ciri. Das haben wir jetzt lang nur auszögert. Dann werden wir ja wahrscheinlich eh bald mit der Hauptstory durch sein.
Aber wenn die Hauptstory fertig ist, dann machen wir gleich die DLCs hinten noch. Also Blood and Wine und Dings versus das andere Heads of Stone. Oder Heart of Stone. Wo ist eigentlich Triss? Seit sie offiziell meine Freundin geworden ist, habe ich es nicht mehr gesehen. Wieder nach Skellige zu dieser undankbaren. Ihr Bruder zerreißt wahrscheinlich eh mehr als mit die. Die haben wahrscheinlich auch bloß eine große Klappen. Ich brauche gescheite Krieger. Vielleicht ist es sogar besser, was sie nicht dabei ist. Okay, ich brauche ein Boot. Wo ist denn die Nebelinsel? Was man das? Oh Gott, schau da immer die ganzen Fragezeichen an, hey, da wär's ja dämmisch. Muss an irgendeinem Strand. Rotbach, da wird ja wohl ein Boot sein, oder? Der Fluch, der auf Uma Ach, der jetzt halt mal dein Maul. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm Während des Ladeskills hol mir schnell ein neues hässlichste Getränk, ich Mann bin der sofort Welt wieder da. erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. So, da bin ich wieder mit der frischen Häube und wieder hochmotiviert, nichts zu tun. Gibt es hier ein Boot? Nein. Das nächste Boot ist über 1 Kilometer weit weg. Spitze! Dann nehmen wir halt, vielleicht da. Gehen wir zum Hafen von Kehrtrolle. Da wird schon ein Boot hergehen, oder? Also Boot. Boot. Wir brauchen jetzt ein Boot. Das steht da schon so schön da. Nehmen wir dieses Boot. Was hast du jetzt? Was hatte der da vor? Oh, was ich noch kurz mache, bevor ich jetzt da aufs Boot gehe. Entschuldigung. Was also? Also was? Also du willst deine aufs Maul? Keinen Respekt vor uns. Ja, das sagt's mir jedes Mal. Ich hab's langsam kapiert. Boah, ist nicht so viel. Warum nicht zum Teufel? Wenn du einen Bauchtreffer kriegst und sich die Da war doch irgendwo ein Border. Da ist er. Hey, Border! Siusta! Hey, Siusta. Entferne das Kraut aus meinem Gesicht. Du bist doch gut mit der Schere. Kannst du mir die Haare schneiden? Das mache ich eigentlich nicht. Aber man soll ja keine Reisenden abweisen. Also, Bart. Glatt rasiert. Übrigens ein kleiner Tipp. Lasst niemals
jemanden an eure Haare, der kein Friseur ist. Diese Erfahrung musste ich kürzlich machen. Bis dann. Ich hab dich im Blick. Also, nochmal, wir müssen zum Boot. Und hässlich wie die Seeteufel. Hast du das gerade zu mir gesagt? Ich hoffe für dich, dass du das jetzt nicht zu mir gesagt hast. So, also nochmal. Wenigstens probier das nicht diesmal mit einem Hechtsprung. Und los geht's. Reise zur Nebelinsel. Hoffentlich ist die... Oh mein Gott. Die ist so einiges. Oh Gott, das wird jetzt ein bisschen dauern, bis wir da sind, Schatzi. Oh, leck mich. Geht das nicht ein bisschen schneller? Hallo? Wo schaltet man da ein Turbo ein? Jetzt fix das da, man sagen. Die Kamera wird nass. Na toll, kommen jetzt Viecher auch noch. Lasst mich auch in Ruhe, ich sag's euch. Oh, ganz toll. Warte mal. Ich kann das Hornwalhorn nicht nehmen. Warte mal, machen wir jetzt. Steigen wir auf. Haut's ab! Will ich jetzt abhauen? Mei, lasst mich in Ruhe jetzt! Boah, diese Drecksviecher! Als ob das nicht schon lange nur dauern hat. Ja, macht's mein Boot kaputt, ihr Arschlochviecher! Oh. Gott, die gehen mir was auf den Sack, Alter. Ich brauche Armbrust, das hilft nichts. Ah, 7 bis 9 Schaden. Armbrust. Ja, nimm die Fackel raus, du! Moosbär! So, aber mit dir! Ich schieß dir überhaupt, du! Meine Fresse, diese Scheißviecher, die gingen mir so auf den Sack. Ich beschwere mich bei der Königin, die soll ja mal was gegen diese blöden Drecksviecher unternehmen. Wenn schon zu uns nichts reißt. Ja, weg mit dir. Ja, komm her. Sind die jetzt weiter? Ja, gut. Ja, ganz toll. Das mal über Schick heute. Leck mich am Arsch. Jetzt haben sie mein Boot auch noch kaputt gemacht, hey. Was mache ich jetzt, wenn mitten auf hoher See das Boot leckt? Ja, leckt das hat ordentlich Schrank nochmal. Naja. Werden halt Füße ein bisschen nass. Mei, jetzt mach halt. Ich druck doch schon X. Warum gab es zu dieser Zeit noch keine Motorboote? Wobei das mit dem Boot relativ schnell geht. Ja, jetzt komm, grützig fix nochmal rein, das muss doch irgendwie schneller gehen. Na, endlich, jetzt. Jetzt, Mann, ich habe einen Turbo drin. Sofern man bei sowas vom Turbo sprechen kann. Ich hoffe, da kämen jetzt keine Viecher.
Ja, jetzt werden wir schon, ich sehe geschafft, der Minimap, da ist schon wieder... Ja, natürlich kämen da Viecher! Das sind jetzt ersoffen, ne? Nein, das sind die, okay. Schwert und Ding. Mein Gott, diese blöden Drecksviecher sind so scheiße nervig. Ja, kreisch du Mistviech. Und jetzt du. Haben wir's jetzt. Ah, jetzt schnell, bevor die anderen da daherkommen. Mein, nimm halt die Steuer, du Pfosten. Sonst kommen die anderen daher. Ja, ganz toll. Es ist da auch noch, sind da noch so scheiß Felsen. Was mache ich jetzt, wenn ich da mittendrin, wenn man da jetzt mittendrin das Boot sinkt? Kann doch da schlecht jetzt den Rest schwimmen. Warte mal, ich muss mal kurz auf die Map gehen. Weil ich halt auch überhaupt nichts sehe. Aber ich glaube, ich kann da zwischendurch schippern, das müsste schon gehen. Was ist die Nebelinsel überhaupt? Wer mir nicht angezeigt. Ah, doch, da. Da ist da, und da ist ein Hafen. Guck da. Oh, schnell riesen. Ah, sehr schön. Kann ich denn da jetzt mit meinem schicken Boot anlegen? Ja, mal da her. Oder? Gehen wir da hin? Ich lege jetzt einfach mal da. Steigen wir mal aus. Ja, hurra! Da vorne sind wieder diese süßen kleinen... Das gibt mir aber bekannt vor, da war ich doch. Begib dich auf ein... Willst du mich verarschen? Also bin ich hier doch falsch. Aber ich kann da an das Boot nehmen, wenn ich schon da bin. Obwohl, nein, kann ich nicht. Meine Fresse! Also, das funktioniert... Das war ja mal wieder mäßig intelligent, was ich jetzt da habe. Ich hoffe, ich komme jetzt da wieder weg. Nein, ich häng fest. Na komm, segel halt weg. Scheiße. Mal so. Ah, gut. So funktioniert's. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass das so nicht funktioniert im echten Leben, aber... Ja, gut. Ja, gut, ein paar Meter haben wir uns jetzt schon gespart. Wo soll die scheiß Nebelinsel jetzt sein? Können wir da durchmanövrieren? Können wir doch nirgends durch. Wo soll denn das sein? Ah, ich liebe diese Viecher. Falls ich es nicht schon erwähnt habe. Komm, schippern mal ein bisschen weiter raus. Die gingen immer so auf den Sack. Also, bevor es jetzt herkommt. Obwohl, solange es da hinten sein, lass es mir in Ruhe. Lasst sie mich in Ruhe? Nein, natürlich lasst sie mich nicht in Ruhe. Was tust denn du? Was soll das? Was machst du? Okay, das ist scheiße. Die werden schon kommen, wenn sie was brauchen. Komm, beweg dich. Ach Gott, bin ja wieder ein bisschen schneller. Keine Ahnung, wo jetzt da... Wo muss ich denn jetzt da hin? Da zwischen diesem blöden Turm. Da ist der Turm und da muss ich da zwischendurch segeln. Ja, da kommt Nebel auf, dann wird das da schon stimmen. Ah! Das war ja fast voll gegen den Felsen donnert, hä? Das
Das war aber uncool gewesen. Was ist jetzt? Achtung, speichere jetzt dein Spiel und näherst dich einen zentralen Punkt der Tür und solltest dein Spiel. Ja gut, von mir aus. Ja, blöderweise habe ich keine Speicherplätze mehr frei. Ach, drauf geschissen, dann nehmen wir den. Oder Burgeroberung. Ja, dann nehmen wir halt den her. Nach der Reise zur Nebel ist es jetzt einige Nebenquests nicht mehr verfügbar. Nur eine Charakterstufe mindestens 22. Was jetzt? Achso. Oh fuck. Scheiße. Ja gut, ich habe ja jetzt gespeichert, dann kann ich es ja noch mehr machen. Ja, vielleicht wirklich nicht schlecht, dass ich vorher gespeichert habe, dann der machen wir. Fluch, der auf Uma ja. lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Da werde ich vielleicht einmal nochmal so ein kurzes Zwischending machen, wo wir nochmal den anderen Spielstand nehmen, wo wir die Quest noch machen. So machen wir es. Ah, und durch Magie ist jetzt auch das Boot wieder ganz. Wie kann sich das Boot vorwärts bewegen, wenn kein Wind im Segel ist? Oh, jetzt muss ich wieder selber fahren. Jetzt das nicht in der Cutscene machen können. Das war jetzt gerade so kriebig. Ich sehe es nicht davon. Ja, ein bisschen Gas geben. Ja, aber wo ist denn du hin? Ja, nicht so schnell. Obwohl doch, der ist schon schnell sein, weil. Ach komm jetzt! Du Mistviech! Nicht einmal da haben wir Ruhe von denen. Ja, spring ins Wasser, hast recht. Mei, jetzt geh halt aufs Boot, du! Falsch. Dann gib ein bisschen Gas wieder. Wird ja wohl nicht mehr weit weg sein, oder? Ja, Kruzifix jetzt! Diese Scheißviecher! Und da hinten gibt es nächste. Geh her da! Also der Teil nervt mich halt schon wieder tierisch. Jetzt komm raus, du! Arschlochviech, du! Oh, geschissens! Da! Das kannst du haben. Mit dem Steier, weiter. Weil wann können wir den jetzt da mal endlich an? Kein Bock mehr auf diese Drecksviecher. Wenn das Boot sinkt, ist die Quest dann. Ah gut, das schaut noch Steg aus. Komm. Steh auf. Endlich runter von diesem geschissenen Boot da. Folge dem Glühwürmchen. Gut, dann kann ich die Armbrust auch wieder weg da. Was ein Hühnerdreck, Alter!
bewegen. Aber keine Chance, Digga. Keine Chance. Ja gut, so schlecht ist das Schwert nicht. Ja, komm. Ich hab Angst vor dir. Ha? 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 Ja, die Viecher halten nicht voll aus. Da ist das Haus vom Nikolaus. Das Glühwürmchen hat vor der Hütte angehalten. Ich sollte reinschauen. Ja, dann schauen wir mal rein. Abgeschlossen. Verschlossen. Dann nimm Art und spreng's auf. Stell dir jemand? Verdammt. Ich will nichts Böses. Bitte aufmachen. Du hast unsere Deckung aufliegen lassen. Wer bist du und was willst du? Ich bin Batman. Ich bin Geralt, ein Hexer. Verschwinde! Ich suche nach einer jungen Frau. Aschblondes Haar, Narbe im Gesicht. Lasst ihr mich rein? Nein. Langsam werde ich wütend. Wie viele seid ihr denn? Langsam werde ich wütend, denn das trifft's auf den Punkt. Meine Geduld ist langsam zu Ende. Wie gut. Dann wirst du nämlich endlich von hier verschwinden. Ein Rat meiner Mutter reißt euch zusammen, Jungs. Du da draußen vor der Tür. Geralt, richtig? Ja, Geralt. Hör zu, Geralt. Kommen wir zur Sache. Wir haben Schiffbruch erlitten. Bestien aus den Tiefen haben unsere Freunde verschlungen. Und der Rest hat hier Unterschlupf gefunden. Ja, und? Ist aber nichts Besonderes. Auf der Insel lauern viele Gefahren. Aber das dürfte erklären, warum wir misstrauisch sind. Wie seid ihr hergekommen? Ich habe ein Special-Ding braucht. Auf diese Insel gelangt man nicht auf gewöhnliche Art. Hier ist ein Schiffbruch etwa gewöhnlich? Lass gut sein. Du weißt, was er meint. Lass es mich erklären. Vor kurzem waren wir auf dem Weg von Skellige nach Novigrad. Und Ferenc kam mit dem Kapitän ins Gespräch, der ihm ein magisches Glühwürmchen verkaufte, das angeblich den Weg zu einem Schatz kannte. Ich werde euch nichts tun. Was wollt ihr? Ihr tippt mal ja darauf, dass die was wollen, aber eben deswegen, dass mir das erste interessiert. Ihr müsst euch vor mir nicht fürchten. Sprach der Fuchs zur Gänseschar. Ich habe schon zu viele Kameraden verloren. Das kann ich nicht riskieren. Ich spreng heute die scheiß Tier einfach auf. Öffnet endlich, bevor ich wütend werde. Ja, ich werde so oder so nach den Typen, obwohl, komm, mit aber interessieren, was jetzt passiert. Öffnet die Tür oder ich werd's tun. Versuch's nur. Diese Angeln, das Schloss, sie werden standhalten. Natürlich kannst du gern mit einer Armeebaumeister, einem Rambock und einem marakamischen Schmied wiederkommen. Warum die Drohungen? Wir sitzen alle in einem Boot. Wir sollten uns gegenseitig helfen und nicht streiten. Na schön, was wollt ihr? Finde unsere Kameraden. Ivo, Ferenc und Gaspar. Sie sind losgezogen, sind aber auf der Insel. Wahrscheinlich haben sie sich verirrt. Hilf ihnen, hilf mir. Wenn sie jemand finden kann, danke. Schiffst du da drauf? Okay, also, man muss die Typen suchen. Dieser Ivo. Wo soll ich nach ihm suchen? Der Trottel hat darauf bestanden, die Höhlen im Osten zu erforschen. Ich wollte ihm die Idee aus dem Kopf schlagen, ließ sich nicht umstimmen. Der Gaspard. Gaspard. Wo finde ich ihn? Er sagte, es sei schwachsinnig, auf Rettung zu warten. Wir sollten was unternehmen, oder zumindest er würde es tun. Angeblich hat er ein Licht draußen auf dem Meer gesehen und wollte auf den höchsten Gipfel klettern, um nach Schiffen Ausschau zu halten. So, dann haben wir noch einen Ferenc. Wo ist Ferenc hingegangen? Nach Westen, auf der Suche nach einem Schiff, das angeblich dort sein soll. Ferenc, er ist geschickt. Er dachte, er könnte es reparieren, seetauglich machen. Ja gut, anders geht's wohl nicht. Also gut, mal sehen, ob ich alle drei finden kann.
Bis dann. Ich bin froh, dass du Verständnis hast. Ja, ich habe ja keine andere Wahl. Okay, ja, das ist ja top ausgegangen. Dann da die sagen, wir speichern nochmal. Die Nebelinsel. Hier speichern. Scheiße, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht. Ja, Gott, drauf geschissen. Ist ja wurscht, mein Gott, dann ist halt die Quest gescheitert. Das ist ja jetzt. Das werden wir jetzt vergnusen können. Gut. Also, wir machen das nächste Mal. Ich wünsche, wie immer, allen, die sich das irgendwann mal anschauen, oder beziehungsweise ich bedanke mich bei denen, die sich das irgendwann mal anschauen. Da war, glaube ich, einer mal kurz heute. Gut, bei dem bedanke ich mich auch. Und wie immer noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Und morgen geht's dann weiter mit Jedi Fallen Order. Da werden wir uns dann der lieben Thriller widmen und hoffentlich nicht allzu lang für diesen Bosskampf brauchen. Ja, soweit so gut. Also, noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Servus.